Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Da hat der Abend gerade erst angefangen, da hat man schon 4 Ermahnungen, bevor man auf der Bühne ist. Also zum ersten Mal war es Hans-Josef Reuter, der mir gesagt hatte, ein kurzes Grußwort. Also ein kurzes, meint er. Dann habe ich die Einführung der Vorsitzenden zur Kenntnis genommen, die also gesagt hat, wie so ein Grußwort denn auszusehen hat, wenn es wirklich kurz ist. Matthias Lamberts hat als Dritter dann gesagt, du kannst 2 Siehe von die Rede als Wunschmiete. Und die 4. Ermahnung war von Konrad Bohnen, der sagte, pass bloß auf, dass du den Hingeher nicht shoppen, so erlaubst es. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Vorsitzende, Frau Dr. Gellissen, sehr geehrter Herr Vorsitzender Krichel, sehr geehrter Herr Schirm, Herr Lamberts, lieber Matthias, sehr geehrter Ortsvorsteher Schluns, meine sehr geehrten Damen und Herren, Schafhausen kann in diesem Jahr auf eine 800-jährige Geschichte zurückblicken und ich denke, dass wir diesen Anlass gebührend feiern sollten. Wir werden das tun mit einem schönen Wochenende und auch mit einem tollen Besuch am heutigen Abend. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind und dafür dürfen Sie sich jetzt auch selbst mal applaudieren. Ich finde das gut, dass so am Heimatabend so viele Leute kommen. Dieses Wochenende steht im Zeichen dieses Jubiläums und zu diesem Jubiläum gratuliere ich allen Bürgerinnen und Bürgern des Ortes Schafhausen ganz herzlich und überbringe die Glückwünsche von Rat und Verwaltung der Kreisstadt Heinsberg. Die Bewohner von Schafhausen können mit Stolz auf eine lange Ortsgeschichte zurückblicken. Sie selbst waren es und sind es, die ihrem Heimatort durch die zahlreichen Vereine und mit großem ehrenamtlichen Engagement das Gepräge geben. Es sind die Bürgerinnen und Bürger, die diesen Ort durch Einsatz, durch Zusammenhalt und durch Heimatverbundenheit lebens- und liebenswert machen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Gegenwart und Zukunft eines Ortes sind aber nur sehr schwer zu verstehen, wenn man die Vergangenheit dabei ausblendet. Der alte Spruch, wer die Geschichte nicht kennt, versteht die Gegenwart nur schwer, hat auch hier in Schafhausen seine Bedeutung. Und daher ist es sehr zu begrüßen und höchst erfreulich, dass sich hier in Schafhausen im Jahr 2015 der Heimatverein gegründet hat, der sich die Erforschung der Regionalgeschichte sowie den Erhalt gebietshistorisch bedeutsamer Zeugnisse und kultureller Güter zur Aufgabe gemacht hat. Er hat schon einige ortshistorische Werke herausgegeben, in denen die Geschichte des Ortes anhand alter Quellen anschaulich dargestellt wird. Ich empfehle allen, die ortsgeschichtlich interessiert sind, wirklich, ich lege es Ihnen ans Herz, die Lektüre der Werke der Lehnshof zu Schafhausen als Band 1, die Mühlen von Schafhausen und historische Besonderheiten als Band 2, herausgegeben zur Gründung des Heimatvereins am 25.02.2015 und jetzt auch die Lektüre der Festschrift 800 Jahre Schafhausen mit weiteren Einzelheiten zur Historie von Schafhausen sowie der Schafhausener Vereine. Allen Autoren dieser Werke gilt mein herzlicher Dank für diese mehr als vorbildliche Dokumentationsarbeit und ich denke, diese tolle Leistung können wir auch einmal mit einem Applaus honorieren. Ich freue mich auch auf die Ausführungen gleich von Herrn Dr. Nabrings. Ich bin gespannt, was Sie als Historiker und Leiter des Rheinischen Archivs uns heute nahebringen. Ich freue mich darauf. Und ich bin überzeugt, dass die Festveranstaltungen dieses Wochenendes den Heimatgedanken hier in Schafhausen weiter verbreiten und vor allen Dingen verfestigen werden. Der Heimatverein wird in der örtlichen Vereinsfamilie die ihm zukommende Rolle sicherlich spielen und das Vereinsleben bereichern. Ich denke insbesondere in Zusammenarbeit mit dem Ortsring, wo ein Vorsitzender amtiert,
seit 25 Jahren. Matthias, dafür auch ganz herzlichen, ja, fast 25 Jahre. 19 oder 11. Vorsitzender des Ortsringes. Von 84 Jahren. Okay, dann haben wir das korrigiert. Ganz herzlichen Dank auch dafür, Matthias. Im Übrigen denke ich, dass die Auswahl des Schirmherrn geklappt hat und dass du zu Recht Schirmherr geworden bist. Es hat nicht jeder Ort einen Träger des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland zum Schirmherrn, und darauf könnt ihr und er ganz besonders stolz sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Festgäste, ich wünsche Ihnen allen viel Freude bei den zahlreichen Veranstaltungen dieses Festwochenendes. Ich freue mich auch drauf und damit hoffe ich, dass die Rede kurz genug ist. Möge Schafhausen dank des großartigen Engagements seiner Bürgerinnen und Bürger auf dem Fundament einer reichen Geschichte einer verheißungsvollen Gegenwart und Zukunft entgegensehen. Alles Gute euch auf eurem Weg. Ich hätte noch einen kleinen Umschlag, den bringe ich jetzt zur Abkürzung der ganzen Geschichte noch mit nach unten und wünsche euch allen einen schönen Abend.